Moin moin, da sind wir. Herzlich willkommen zu Plattfunk, der Podcast ob Hoch und ob Plattdeutsch. Moin und herzlich willkommen zu Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und Plattdeutsch. Ich bin Nikos und ich schnack von doch Platt. Und ich bin Thorsten und ich schnack Hochdeutsch. Das kann ihr ja auch ganz gut hören, was wir für eine Verdelung hier habt. Letzte Mal, ja, sag mal. Und wir beide sind vom Zentrum für Niederdeutsch in Holstein. Das stimmt, das darf ja nicht vergeten werden. Wie letzte Mal in Feucht Fair ist noch was liegen bleiben. Wir habt ja über das unser Theater schnackt und was sich so verändert hat seit den 70er Jahren. Und ich hab ja gefragt, was so ein Stück wäre, also ich hab Thorsten gefragt, was so ein Stück wäre, was im Gedächtnis bleiben ist, was besonders wäre, und das wäre ja, hier hat Harold und Maude sagt, oder ja, auf Plattdeutsch den Harold und Maude. Aber ich glaube, du wolltest noch ein bisschen mehr dazu vertellen, oder zumindest zu die Story, die da achter steckt, oder zu den Film. Ja, mir ist auch gefallen, dass es im Zusammenhang mit dir ja möglicherweise auch generationell bedingt gar nicht für alle Menschen überall auf der Welt ein Kultfilm ist, und deswegen nochmal ganz kurz ein Inhaltskonzentrat, worum es da geht. Harold und Maude beschreibt die Beziehung einer 80-jährigen KZ-Überlebenden auf der einen Seite, die ein sehr lebendiges Leben führt, ein sehr bewusstes Leben führt, sehr unkonventionell ist und exzentrisch auch, und aber jeden Tag als neues Abenteuer begreift und damit im Grunde eigentlich den Moment wirklich lebt und sucht auch. Und auf der anderen Seite Harold, einem 18-Jährigen, der eigentlich mit seinem Leben schon abgeschlossen hat, der im Grunde eigentlich gar nichts anderes mehr macht, als Selbstmordversuche zu inszenieren, um seine Mutter ein bisschen aus der Reserve zu locken. Um ein bisschen... Schon so ein Rebell. Ja, ein Rebell auf der einen Seite, ein sehr depressiver Rebell, jemand, dem auch... der schon so satt ist und so übergessen an so einem Wohlstandsleben, also so eben auch wohlstandsverwahrlost, würde man das heute nennen. Und dabei entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden, und das war eben in der damaligen Zeit eben auch ein ziemlicher Skandal. Also so, dass die dann am Ende auch noch im Bett landen zusammen. Das war unvorstellbar. Da diese Story eben auch nicht jeder kannte, dachte ich, ist das als Nachtrag nochmal ganz sinnvoll. Aber wäre das, kurz noch eine Nachfrage dazu, also wäre das düsse Öllers Unterschied, die da so einen Kultfilm gemacht hat, oder was wäre so das, was die Leute so interessant an diesem Film gefunden? Also erstmal muss man sagen, ist der Film, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, anfangs völlig durchgefallen. Also so, der ist überhaupt nicht gut gelandet. Und das hat sich dann im Grunde erst im Laufe der Zeit eigentlich so verfestigt, dass das ein Kultfilm geworden ist. Das war ihm nicht an der Wiege gesungen. Also kein Kinoerfolg? Nee, kein großer. Anfangs nicht. Ne? Und dann wurde er immer und immer wieder aufgelegt. Und ich glaube, da spielen für das Interesse dann letztendlich an dem Film spielen dann viele Dinge eine Rolle, unter anderem natürlich auch die Filmmusik von Cat Stevens, ne, die auch ganz toll ist. Also so die Flower Power Bewegung, die da repräsentiert wird von einer 80-Jährigen, das ist natürlich nochmal so eine Drehung, aber auch so die grundsätzliche, das war ja auch in der Luft, also so diese Ablehnung einer voll konsumierten Mittelklasse, die eigentlich nichts mehr interessiert. So, und der Vietnamkrieg und so, all diese Dinge spielen eben da drin eben auch eine Rolle. Und natürlich aber auch die kaum aufgearbeitete Vergangenheitsbewältigung des Dritten Reichs, also so das eben durch Mord dann repräsentiert. Ne? Und das ist auch ein Thema in den Film, oder spielt das mehr so Blanc-Bi eine Rolle, also als Achtergrund von dieser Figur, aber das war nicht thematisiert in den Film, oder ist das auch gröder Thema in diesem Film? Nee, eigentlich nicht. Also es spielt tatsächlich, Maude zieht das heran als, auch nie so explizit, aber als das ist der Hintergrund, vor dem sie wirklich jeden Moment auch lebt so und genießt und rausholt, was drin ist aus dem Leben, aus dieser Erfahrung heraus. Aber das schwingt immer nur mit. Das wird nie ganz deutlich und explizit kommuniziert. Ja, aber es ist nicht so, also das ist eher
angedeutet, als utführt. Okay. Ja. Das war so... Das wäre so der Nord von genau, letzten das war Mal. der Nachklapp vom nächsten Mal. Aber jetzt reden wir über andere und neue Filme und jetzt fängst du an. Ja, wir haben ja letztes Mal habe ich ja vertellt, in Lübeck Wehenböen. Also ich habe natürlich so das was in Lübeck so mogt. Ich habe Marzipan eten, aber ich wäre auch ins Kino. Ja, Lübeck hat, wenn ich dazu richtig weiß, so 3 Kinos und also ein davon ist so der Stadtteil, das ist eher so ein wo die großen Blockbuster löbt, dann gibt es so ein lüderes Kino, was eher so Arthouse-mäßig ist, was aber zusammenhört. Also, das ist nur nicht so, dass das so ein Independent Arthouse-Kino ist, das hört, glaube ich, auch zu der Sinister-Gruppe oder so. Und dann gibt es aber noch so ein kommunales Kino, was immer so ein Film, also hat bloß eine Vorstellung pro Tag. Das fand ich dann einfach ganz interessant, mir sowas mal anzukicken. Ich wollte eigentlich erst Jojo Rabbit kicken, den gebe er aber bloß ob Deutsch und ich wollte ihn gern ob Englisch mit Untertitel kicken. Vielleicht musst du aber auch nochmal so, denn für die es noch nicht wissen, deinen Hintergrund, dass du im Kino arbeitest. Ach so, ja. Das ist natürlich genau, so also ich bin auch Blankenby noch Filmvorführer ist vielleicht zu viel gesagt, aber also ich kümmere mich also in Münster im Kino dass die Filmvorführung läuft und bin aber auch an die Kasse, also so klassische Filmvorführer war ja zunehmend obsolet, dort dass sowieso die Kinotechnik kreuzen, die jetzt digitalisiert ist und jetzt auch natürlich nicht mehr so klassischen Film inlegen muss oder die, also das sind ja digitale Projektoren. Von daher habe ich auch so ein professionelles Interesse an Kinolandschaft und komme aber relativ selten dort in Münster in Kino zu gehen, denn wenn ein dort arbeitet, dann ist das natürlich dann auch, hätte ich natürlich nicht mehr so viel Zeit dahin zu gehen im Kino. Und dann bin ich da ja meistens bei der Arbeit und von daher freue ich mich dann immer in andere Städte, zum Beispiel in Lübeck, in Kino zu gehen. Was die Konkurrenz so macht. Genau, was die Konkurrenz so macht. In Münster gibt es halt auch nicht so klassisch kommunales Kino, von daher habe ich mir gedacht, kicke ich mir das mal an. Was die gespielt habt, wäre Land des Honigs, eine Dokumentation, die auch zumindest für einen Oscar als beste Dokumentation nominiert wäre. Ich glaube auch als beste Film, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob da auch eine Nominierung dabei wäre. Gewonnen hätte der Film das ähnlich und das andere auch nicht, aber nominiert wäre Helikas. Und ich habe so eigentlich eine nette Naturdokumentation erwartet. Also denken, ne? Dachte so ein bisschen, das geht um so Natur, Imkerei, also das spielt halt in Mazedonien. Eine Frau, die so 50 Jahre alt ist und ja recht allein mit ihrer Ole Moder in so ein Dörp lebt, wo die anderen Lü all wegtrocken sind. Sie ist so die letzte Naturimkerin oder ein von den letzten in Europa, also die halt nicht so Bienenstöcke, Immenstöcke hat, man die so ob die Berge klettern muss und so in die Natur geht und die Bienen, die lebt halt in so Felsspalten und so. Und nach den Trailer da habe ich so erwartet, dass das war so eine nette Naturdokumentation, ist dann aber ein relativ harter Film geworden. Also so sie kümmert sich halt um ihre alte bettlägerige Mutter und kann da auch nicht von guter medizinischer Versorgung schnacken. Dann trägt eine andere Familie dahin, also eine Großfamilie, die so Viehhaltung mag und die dann aber ihre Kinder als Strafe auch verkloppt. Also man hätte auf jeden Fall auch sozial relativ harte Themen in diesem Film. Und dann läuft das tatsächlich ob so eine Konfrontation ruht, denn diese nie Familie will auch ihm holen, mag das aber anders als die Imkerin, die immer die Hälfte von den Honig überlädt und weht, okay, die möchte ja auch leben, will die denn das Maximum so gut holen und deswegen gibt das eine Konkurrenzsituation und die Im von der Familie attackiert denn die Im von er und dann geht das halt, eigentlich geht das natürlich auch um so unterschiedliche Naturverhältnisse, also einmal
ich will eins Rut holen und ich will das Maximum haben und so Naturausbeutung, und ob die andere sieht eher so einen symbiotischen Umgang mit Natur vielleicht, kann ich sagen. Ja. Also das hätte war auf jeden Fall bannig große Themen verhandelt. Aber es ist ja auch total aktuell dann sozusagen. Ne? Genau, also sowohl was soziale Themen angeht, als auch, also sie lebt halt allein mit ihrer Mutter, das hält sie, also in Düsse, also zumindest so die Zeit, als sie jung wäre, da wäre das halt so, dass denn auch so die Heiratsvermittler durch die Gegend trocken sind und so Ehen arrangiert habt und so, und also das hält das geil auch um so Möglichkeiten für Frunslü in so patriarchale Gesellschaften eigentlich so ein selbstbestimmtes Leben zu leben. So. Also so war es auch, und aber halt eben... Aber im Grunde bleibt einem da ja gar nichts anderes übrig, als irgendwie sozusagen komplett am Rand und isoliert zu leben, oder? Also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Tatsächlich in dem Fall auf jeden Fall. Also ist natürlich jetzt auch natürlich schwer zu sagen, dass das so aber zumindest so eine Möglichkeit, so Jasons wie so ein selbstbestimmtes Leben zu leben, ist dann halt so relativ isoliert. Ja. Und Imkerin zu sein, weil ich kenne, glaube ich, überhaupt keine weibliche Imkerin in Deutschland. Also, ich meine, ich kenne jetzt auch nicht irre viel, mein Bruder zum Beispiel ist Imker, aber ich weiß nicht, wie viele seiner Kolleginnen sind. Also mir sind da noch nie weibliche Imkerinnen über den Weg gelaufen, aber das heißt natürlich auch nicht. Da kenne ich mich tatsächlich auch nicht null, was so die Szene, also ich weiß halt bloß, dass das nur Trend war, zu Imkern, auch bei junge Lü in eine Großstadt, so. Stimmt. Und dass die Großstadt Honig ja auch viel, also da findet die eben ja auch viel mehr Nahrung, also hört ihn ja immer so wenig nicht, was da damit auf sich hat, aber Urban Imming. Genau, ja, richtig. Genau, also von daher bannig interessante Themen. Aber auch hart, sagst du. Ne? Hart auf jeden Fall. Ja. Und also was auch ganz interessant ist, also ich kann die Sprache nicht, die da schnackt wird, aber ich glaube, dass wenn ich das wie Wikipedia richtig nachlest habt, die Frunslü, aber auch die Familie, die habt Türkisch schnackt, und die Filmemacher, die können aber gar kein Türkisch. Okay. Und die habt das, glaube ich, so, die habt das dann in Schnittprozess so gemacht, dass sie das schneiden habt, aber die Sprache gar nicht können, und das hätte sie erstmal der Rohschnitt wäre halt, funktioniert die Story über die Bilder, und dann hätte sie im Nachgang nochmal gekickt, dass die Story auch über die Wörter funktioniert, aber so der erste Schnitt wäre halt komplett ohne so ein Verständnis davon, was die Lü eigentlich schnackt, so. Genau. Das ist halt auch nochmal ein wahnsinnig interessanter Ansatz. Likas ist das aber auch darüber, dass das so einen starken Konflikt gibt, tatsächlich nicht so eine klassische Dokumentation, also ihn hat eher so das Gefühl, das ist so, ob das ein Konflikt hochschreiben. Ja. Also, das geht auch Glüh im Publikum, der dann so was sagt hat wie, das ist aber, also, das wäre ja so als in richtigen Leben, ne? Also, die sozusagen gar nicht, also, die doch gar nicht achterkommen sind, dass das ein dokumentarischer Film ist, sondern die dachte, das ist komplett inszeniert. Und Davies werde aber auch ein bisschen so effektvoll montiert, als ihn das eher wie einen inszenierten Film erwarten würde. Also nicht so typisch dokumentarisch. Ich glaube, ich kicke mir lieber eher Dokumentationen an, die glaube ich nicht so effektvoll montiert sind, aber absehen davon halt wirklich ein wahnsinnig interessanter Film. Aber halt auch wirklich, also wenn ihr eine Naturdokumentation erwartet, dann schon in den sich vielleicht nicht ankicken. Ne? Wundert man sich hinterher. Genau, was das wäre. So. Ja. Mit harten Bandagen angefasst wird. Was ich auch in Lübeck gesehen habe, jetzt nicht im Kino, wäre tatsächlich wie Netflix. Die Bob Dylan-Dokumentation von Martin Scorsese, also über die Rolling Thunder Review, die Bob Dylan, glaube ich, also in den Mitte von den 70er Jahren in den USA spielt hat, also wo auch Allen Ginsberg, Joni Mitchell, Patti Smith, also bannig bekannte Dobby wären, und das wäre eher so eine klassische Dokumentation, also so Archivmaterial und die was dort vertellt. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Who is Who, ne? Also so alle die da in den 70ern mal groß und wichtig waren, tauchen auf, und also ich fand, das Interessanteste daran ist halt das Archivmaterial, also so
die musikalischen Stücke und die Version, die damals gespielt hat von den Lieder und auch die Energie, die dabei wäre. Also das ist halt so eins bannig energiegeladen auf jeden Fall. Und dann gibt es halt immer noch Allen Ginsberg, die seltsame Gedichte rezitieren. Und es gibt wirklich sehr seltsame Szenen, wo die in so ein... Also ich weiß gar nicht, was das ist, aber da sind ganz viele Ole Lü im Publikum. Also Davies sind die Sorgen auch, glaube ich, inszeniert. Also Bob Dylan hätte damals halt als he diese Tour gemacht hat, tog Leaks einen Film da überdreht und der wäre aber auch nicht ein klassischen Konzertfilm, sondern halt auch mit so einer Handlung dabei. Der Film wäre dann, glaube ich, 4 Stunden lang und ist total floppt und dürfen an die Kinokarten, hätte sie keinen ankriegt. Von daher ist aber auch immer nicht so ganz klar, was von diesem Archivmaterial auch inszeniert ist und was nicht inszeniert ist oder so. Das ist auch ganz spannend. Das war aber gar nicht vertellt in dieser Dokumentation. Ja, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, wie der Film, also die Dokumentation sowieso so bannig damit spielt, was ist nur Fiktion und was ist Realität und was ist wirklich passiert und was nicht. Was ich noch vertellen wollte, ist diese ganz seltsame Lesung von Allen Ginsberg, die wie so ein Publikum von Ole Lü sitzt und ein total seltsames Gedicht da über seine Mutter vorliest und das geht auch um die Schambehaarung von seiner Mutter. Und das ist halt in diesem Kontext total großartig. Also das ist, dann habe ich so Lust kriegen, mal mehr von denen zu lesen. Also ich habe noch nie was von Allen Ginsberg gelesen, aber dann so dachte, das ist ja doch, klingt ganz interessant. Also das war sozusagen schon auch so ein Anreiz, dann ja, ein Leseanreiz. Auf jeden Fall, genau. Also und ja, muss ich mal kicken, was Dobby Roots wird. Vielleicht verteidigt davon ja mal in der Tourcon-Folgen. Ich werde dich erinnern, dass das noch aussteht. So. Genau, aber der gibt auch gar nicht so viele, also so ob in den deutschen Übersetzen gibt es auch gar nicht so viel. Also die ist, glaube ich, nicht mehr so präsent auf dem deutschen Bürgermarkt. Ja, schade, ne? Also so Dinge, die untergehen oder Autoren, die so verloren gehen. Ja. Wie war die Musik? Ja, also Bob Dylan macht das ja immer so, dass er bannig unterschiedliche Versionen von seinen Stücken spielt. Also das so sagen die in den 60er Jahren mal als Akustik-Folk-Version aufgenommen werden, dann ob einmal als Blues-Rock-Stück gespielt war oder als irgendwie angejazzte Version oder so. Also die sind ja sowieso immer relativ unterschiedlich und auch die Texte unterscheiden sich ja voneinander, der hier singt. Von daher wäre das an sich ganz interessant zu sehen, was er aus seine Ohlenstücke in den 70er Jahren gemacht hat. Ja. Also deswegen ist auch immer nicht so ganz klar, was ist nur inszeniert und also war das tatsächlich so ein authentischer Konzertkontext und war das für den Film inszeniert, aber der auch immer so Licht in so was, also hier ritt seine Augen total ab und also das hätte so eine große Dringlichkeit, aber halt auch so ein Beten so was, Besessenes fast oder so. Also okay. das ist halt wirklich bannig, also musikalisch hat mir das auf jeden Fall, fand ich das bannig Gold, ja. Und würdest du sagen, jetzt so der alte Dylan ist im Grunde, da ist nichts raus von der Botschaft, also so der Druck ist immer noch da, also so und also seine Mission sozusagen, die ja früher irgendwie in erster Linie politisch war und aber da hat er hat uns noch was mitzuteilen, kann man es vielleicht so sagen? Naja, weiß ich nicht, also zumindest in den 70er Jahren habe ich noch was mitzuteilen. Genau, also aktuelle Konzertaufnahmen sind da ja nicht bei. Ja. Und so das Archivmaterial, also oder nicht, also das, was er in den Interviews sagt hat, also das wäre halt ein historischer Rückblick. Okay. Also das wäre jetzt, also das ging halt nicht, also das ist ja keine Bob Dylan-Dokumentation, was ist in den letzten 50 Jahren passiert. Ja. Man hat geht ja wirklich bloß um die mit von den 70er Jahren. Ja. So Allen Ginsberg sagt an Ende, glaube ich, also an Ende von dieser Tour sagt er, dass so die Lü, die da mit wären, eigentlich so all versögt habt, so eine ganz seltsame oder aber vielleicht auch so eine ganz extreme Version von sich selbst, so Ruto-Arbeiten auf diese Tour. Und das ist dann vielleicht auch also sowas als so sich selbst finden in so Kunst ist dann vielleicht so was so das Methodeen habt noch. Was für eine Version von mir will ich eigentlich wählen und was will ich so... Was für Persönlichkeitsanteile will ich eigentlich gut arbeiten und was nicht oder so. Also mit so einer Frage zu beschäftigen auf jeden Fall. Ja.
Ja, spannender Film, aber würdest du empfehlen? Also ja, auf jeden Fall. Also zumindest, wenn ihn so ein Beten so einen Togang hätte und vielleicht auch so ein Beten, also was halt wirklich, also was ich halt interessant fand, ist halt auch zu sehen, was und öllere Stücken, also so wirklich Protestsongstücken, aus den 60er Jahren, was da worden ist, denn ob diese Tour, das hält, wenn ihn da so ein Beten so einen Togang hätte und vielleicht so ein paar Sorgen auch kennt von Bob Dylan oder auch von anderen Leuten, die da mit sind, dann ist das auf jeden Fall interessant, sich anzukicken. So diesen klassischen dokumentarischen Rahmen halt nicht unbedingt prugt. Also so, also mir hadert auch langt, wenn sie bloß Archivmaterial aneinander fürcht haben. Also sie spielt dann halt auch in diese dokumentatorische Rahmung, spielt sie halt noch viel mit, was ist wirklich passiert und was nicht. Und Davies und die Geschichten auch, glaube ich, einfach utdacht, die dort erzählt werden. Ja. Aber das halt gar nicht so unbedingt beruht. Also ich fand halt wirklich das Archivmaterial interessanter als so das, was Delü von dort zu sagen. Aber ist halt auch ein Netflix-Spezialfilm, das hat den Gift-Upload um Netflix zu sehen. Und da gibt es ja so, einige Filme, die das bloß um Netflix gibt. Also auch Filme, die durch die Oscar-Verleihung zumindest nominiert wären oder dabei wären. Also zum Beispiel, oder verleden Jahr wäre das ja Roma, die, glaube ich, als beste Spielfilm nominiert, den das auch bloß um Netflix zu sehen gibt. Eigentlich echt auch eine heikle Sache, ne? Also so, die sie im Grunde gar nicht zugänglich sind für Leute, die, was heißt im Grunde nicht zugänglich sind, einfach für Leute, die Netflix nicht haben. Ja. Wobei er ja natürlich auch sagen kann, Filme, die im Kino laufen, sind auch nicht zugänglich für Leute, die den Preis nicht betreuen können. Genau. Ich glaube, bei dieser Bob Dylan-Dokumentation ist das nicht ganz so ein Problem, weil die ist ja, das ist jetzt nicht für große Kinomord, so, aber zum Beispiel bei Roma habe ich gedacht, das ist wirklich Show, das nicht ob große Leinwand zu sehen. So. Aber hast du da auch Erfahrungen mit, oder? Ich weiß gar nicht, wie ist du als Kinokenner, gibt es denn sozusagen Netflix-Abende auch im Kino, wo man sich irgendwie große Netflix-Produktionen oder einfach nur Filme, die nur dort laufen, auch im Kino angucken kann, oder ist das irgendwie völlig ausgeschlossen? Also die Sorge ist halt, die Sorge ist halt, wie diese Filme, die wart ja auch immer in so ein paar Kinos, also die kann sich ja immer zumindest, also zum Beispiel, das ist ja so die Bedingung dafür, dass die überhaupt bei der Oscar-Verleihung irgendwie berücksichtigt wird, dass die in so ein paar Kinos laufen sind. Das gibt immer so ein paar und ich glaube, als Kino kann ich auch sagen, ja, wie mag das? Ich kann diesen Film bei uns ankicken. Das Problem ist aber, dass ich glaube, also wie so andere Filme die löbt denn ja erstmal zweimal exklusiv im Kino. Und dann kommt der richtens von ob Streaming-Portale oder als DVD oder Blu-ray oder so gut. Und das Problem, wie das in Netflix sagen, ist, dass ihn dann in direkte Konkurrenz zu Netflix steht. Also, dass halt, wenn der in Kino löbt, dann löbt der aber auch, den kann ihn die auch bei Netflix finden. Und dann ist natürlich klar, dass die Leute nicht unbedingt in Kino gehen, wenn ihr das auch bei Netflix finden könnt. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also, ihn kann sich als Kino, glaube ich, auch Lizenzen dafür kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht billig sind. Und wenn ihn denn in direkte Konkurrenz zu so einem Streaming-Portal ist, dann hätte ihn da wahrscheinlich auch nicht viel von. Also, will der Lüder dann tatsächlich, also viele Lüder, also noch mehr Lüte Husblift als sowieso schon. So. Ja, das ist eher. Aber da kenne ich mich aber nicht so richtig gut mit Utzat, so die Verträge mit Netflix so sind oder so. Aber es macht ja auch wirklich keinen Sinn. Also es ist ja so, wie du sagst, also wenn dann, also ich meine, es ist ein ganz anderes. Ich habe letztens im Radio erst wieder gehört, dass man garantiert die besseren Gefühle hat, wenn man im Kino sitzt. Also so, die haben gemessen, was intensiver ist, was besser rüberkommt, wo du intensivere Gefühle entwickelst. Lustig, wie man sowas auch misst. Aber auf einer Skala von 0 bis 10 bist du sehr traurig. Nu bin ich nicht traurig, nu bin ich nicht so traurig. Ja, oder so Smiley. Heutzutage macht man das doch mit Smileys. Man drückt dann da irgendwie so einen Smiley-Knopf und dann weiß man, dann hat man alles ausgedrückt. Aber also kann ich mir auch vorstellen, also er sitzt ja auf jeden Fall in düsteren Ruhen so. Popcorn. Ja, das gibt es zum Beispiel bei uns gar nicht. Kein Popcorn.
Und also in kommunale Kino in Lübeck gibt das halt, glaube ich, auch nicht, wenn ich da richtig sehen kann. Nee, aber ein konzentriert sich ja, glaube ich, viel mehr, ob das was ein Süd und ein hat auf jeden Fall weniger Ablenkung und ein kann jetzt auch nicht auf Pust drücken und dann sich nochmal, also das ist ja so, also auch so ein bisschen, holt sich nicht nochmal eben Chips und hört den Film an oder mag nicht andere Sorgen oder kickt das in 2 oder 3 Episoden, sondern wenn er in den Kino sitzt, ist er ja auch dort das an Stück zu kicken, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Also auch schon ein bisschen Theaterflair, ist es eine vergängliche Kunst. Das, wenn ich kurz aufs Klo muss, dann halten die nicht den Film für mich an, sondern irgendwie dann ist das eben weg. So. Ja, das ist den Weg. Okay. Deswegen hätte das, finde ich, auch was für sich tatsächlich auch lange Filme nicht mit Pusto also vorzustellen, viel ja immer Rutschmäten war, wenn das so 20 Minuten Pust gibt und in den Schichten so anhört. Es die andere Sorge ist, wenn der Regisseur oder die Regisseurin das so vorsehen hätte. Okay. Ja, man muss noch so ein Eis verkaufen, ne? Ja, das stimmt. Also ökonomische Sicht sind so Pusen natürlich ganz gut vielleicht. Ja, und ich dachte gerade im Theater, für die Schauspieler ja auch ganz gut, einfach um Luft zu holen, aber irgendwie das brauchst du ja als Theaterstücken sind ja auch oft so schreiben, dass sie denn, also klassischer wie es ja 5 Akten habt und dann nur 3 Akte ist dann kurze Pause. So. Kartoffelsalat und Bockwurst. Genau, aber hast du denn Richtenswert noch sehen in der letzten Zeit? Tatsächlich auch, muss ich zugeben, auch Netflix. Der Trend geht zur Couch Potato. Ich habe Die 2 Päpste, so heißt das. So heißt der Titel dieser Netflix-Produktion auch. Das habe ich mir angeguckt und das war auch ganz interessant. Also der erste Fehler steckt schon im Titel, denn 2 Päpste kann es nun mal nicht geben. Entweder gibt es einen Papst und es gibt einen Gegenpapst oder davon hat es bis zu 3 gegeben, also so gleichzeitig. Das ist aber dann was anderes. Andererseits muss man schon fast wieder sagen, wenn man sich die Genese dieser Beziehung anguckt, dann könnte man vielleicht tatsächlich von einem Papst und einem Gegenpapst sprechen. Was hätte Benedikt denn für einen Titel? Also ist der Papst emeritiert, Emeritus? Ja, genau, ist Papa Emeritus. Ah ja, genau. Witzig. So nennt er sich. Ich meine, das ist natürlich ein Fantasietitel, weil den gibt es natürlich noch gar nicht. Ja. Das ist mal ein Papst, der sich zurückgezogen hat, irgendwie im Mittelalter, Cölestin VI. Oder sowas. Ist der nicht in so eine Höhle gegangen? Wäre das nicht so ein Eremit oder ist da nochmal was anderes? Nee, also ich glaube, der hat schon wirklich sehr zurückgezogen gelebt. Ob diese Höhlenstory nicht eher eigentlich so ein bisschen überhöhte Legende aber das gibt es, ja, Legende, ne? Okay, die Legende gibt es tatsächlich und in einer Höhle lebt ja Ratzinger ganz bestimmt nicht, wie wir ihn nennen, aber jetzt, sondern mischt sich dauernd ein und geriert sich eigentlich eher als Gegenpapst. Also insofern haut das schon hin. Die Geschichte, die da abgefilmt wird, ist aber anders. Die hat auch keinen dokumentarischen Anspruch, beziehungsweise spielt immer so ein bisschen damit, aber in Wirklichkeit hat sie das nicht. Ich habe erst gedacht, das ist eine Dokumentation, aber ist nicht, ne? Nee. Ist komplett inszeniert. Ja, ist inszeniert und ist eben auch fiktional und aber trotzdem, das fängt schon mit den Schauspielern an, die sind gut. Da ist einmal Anthony Hopkins, der lustigerweise im Schweigen der Lämmer einen psychopathischen Massenmörder gespielt hat. Nun spielt er den Benedikt, ne? Ja, jetzt spielt er Benedikt, den deutschen Papst, und das macht er auch ganz gut. Also er kommt auch wirklich hölzern rüber und so, wie man Benedikt eben auch kennt. Also so immer steif und verkopft und vergeistigt und irgendwie von Dogmen niedergedrückt an die Erde, so wirklich echt ein steifer Typ. So, ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jonathan Pryce, der spielt Bergoglio, der spielt eben den jetzigen Papst Franziskus. Ja. Und Franziskus ist eigentlich frustriert von seiner Kirche und von dieser Reformunwilligkeit und dass das alles erstarrt und festsitzt und überhaupt nicht von der Stelle kommt und fährt jetzt nach Rom, macht den langen Weg nach Rom eigentlich, um hinzuschmeißen. Er will die Brocken hinschmeißen, er will in Pension gehen, er hat genug. Und Benedikt kommt zuerst nicht so richtig damit rüber, warum
warum er das nicht will. Und, sondern er versucht da immer wieder drum rumzuwinden. Und er ist aber Kardinal, oder? Genau, ja. Er ist Kardinal. Er will aber nicht mehr Kardinal Wen. Nee, genau, also so genau das. Ne? Er will sich zurückziehen, er will in eine ganz normale Kirchengemeinde gehen und da will er jetzt wirken. Und zwar deswegen, weil er als Kardinal nicht weiterkommt. Also so an der Reformunwilligkeit und Erstarrung der Strukturen der Kirche ist er gescheitert, so zumindest ist die Erzählung so drumherum. Und jetzt ist er auch konsequent und schmeißt die Brocken hin und will nicht mehr. So, und Benedikt windet sich da dann immer so drumherum. Die beiden begegnen sich an unterschiedlichen Orten, dann erstmal richtig amtlich bei einer Audienz, dann treffen sie sich im Garten in Castel Gandolfo, in der Sommerresidenz des Papstes, wo Benedikt ja jetzt... Der wohnt da nun. Ja, genau, der wohnt da, was ja auch lustig ist, denn... Der neue Papst kann gar keinen Sommerurlaub mehr machen. Naja, das ist noch viel lustiger. Der neue Papst Bergoglio, der sitzt im Gästehaus des Vatikans. Der wohnt sozusagen im Gästezimmer des Vatikans. Der hat auch den Vatikanischen Palast gar nicht bezogen, den Lateranpalast nicht bezogen. Der wohnt tatsächlich immer so ein bisschen wie auf Pension mit so Waschbecken im Zimmer und ein Handtuch. Also ein bisschen großzügiger ist das schon, aber schon sehr bescheiden. Papsthostel. Ja, so genau, Papsthostel. So läuft das da und Ratze sitzt da irgendwie richtig dick in Castel Gandolfo mitten in den Gärten drin und er hat einen Bombenblick über die Hügel drumrum und die sanften Wellen und so. Also mit anderen Worten, das Lustige ist, der eigentliche Papst giriert sich ja auch überhaupt nicht so, verhält sich nicht so und der überhaupt keiner mehr ist, läuft immer noch in seinen roten Schüchchen durch die Gegend und die weiße Klamotte und so, das hat er immer alles noch an. So, also im Grunde sind das total vertauschte Rollen. So. Naja. Und geidert nur in diesem Film, also ist der Konflikt, dass der einen sich zurücktrecken will und der andere das aber nicht durchlässt, oder wird die Geschichte dann auch noch wieder in die Gegenwart vertellt? Ja, also tatsächlich, es geht bis hin zur Wahl von Bergoglio als Franziskus, aber tatsächlich ist der Grundkonflikt eben, er soll sich nicht zurückziehen, das ist das Narrativ, was dahinter steckt und Benedikt zieht sich, wie gesagt, selber immer wieder zurück, damit er diesen Rücktritt nicht annehmen muss und irgendwann muss er dann damit raus, was ihn jetzt eigentlich bewegt. Warum soll er denn jetzt warum soll er Erzbischof von Buenos Aires bleiben? Und der Punkt ist, den Ratzinger hat, er soll sein Nachfolger werden. Also die Geschichte ist eben, Ratzinger hat schon beschlossen, dass er sich zurückzieht und Bergoglio soll der nächste Papst werden. Und zwar aus Ratzingers Perspektive heraus soll er die Erstarrung der Kirche überwinden. Das, was er selber nicht kann. Also Ratzinger hat da einen sehr realistischen Blick auf seine eigene Begrenztheit auch. Also so, dass er die Kirche nicht reformieren kann. Aber will er auch gar nicht will? Oder will die Kräfte tegen? Also was er so darstellt, als ob er eigentlich auch ein Reformer, der in sein Hart ist und aber das nicht hinkriegt? Oder will er, das ist nötig, aber ich bringe das nicht über das Hart? Ja, ich glaube eher Letzteres. Also er sieht sich schon auch als ziemlich hölzern. Ne? Also so, er sieht da so seine Grenzen und das Ende seiner Möglichkeiten und er begreift aber, dass für die Kirche was anderes wichtig ist jetzt. Also so, dass er seine Rolle sozusagen ausgespielt hat. Wir bewegen uns ja auch in Zeiten des Missbrauchsskandals und so, wo die Kirche wirklich in essentielle Krisen gekommen ist und dem ist er nicht gewachsen und das spürt er und er will es jemandem übergeben, von dem er glaubt, dass es in gute Hände geht. So, das ist so die Story, die dahinter steht und da kommt Ratzinger ziemlich gut bei weg, muss man sagen. Gerade wenn man sich die jüngere Geschichte dann anguckt, wie sich das dann wirklich entwickelt hat und dass er sich immer wieder einmischt und dass er immer wieder über Zölibat und Frauenpriesterschaft immer wieder seine stockkonservative Vorstellung damit reindrückt, auch jetzt noch, obwohl es ihm nichts mehr angeht. Dann zeigt das ein ganz anderes Bild. Aber offensichtlich haben die Regisseure dieses Films nicht so richtig überblickt. Wobei das gäbe auch so eine Papstdokumentation, das ist auch noch nicht lange her, aber den Titel vergessen.
Wo das, glaube ich, also der Untertitel ist, glaube ich, das Scheitern eines Papstes oder sowas. Und da war, glaube ich, auch so eine Geschichte vertellt von, also ich habe den wirklich nicht sehen und auch wenig davon mitkriegen, aber ich glaube, so die Story ist grundsätzlich ähnlich, bloß dass das wirklich eine Dokumentation ist. Das hey, rechtens wie so, also jetzt nicht wirklich mit Reformbestrebungen antreten ist, aber also das glaube ich so von der Sorge her nicht so weit weg ist von das, was du vertellt hast. Also das so, dass hey dann letztlich auch da an scheitert ist, also warum weiß ich nicht, aber das so, also das natürlich so Missbrauchsskandal und aber auch so grundsätzliche Öffnung und Reformen der Kirche, dass das so was ist, was eigentlich ob die Agenda stund, was er aber nicht hinkriegt halt so. Und was ist denn das, was so, also was mag den Film denn interessant oder spannend? Naja, das sind natürlich erstmal zwei ziemlich grandiose Schauspieler. Ne? Also allein Anthony Hopkins in Ratzinger zu sehen, das ist schon auch toll, weil also das füllt er auch wirklich aus und wie gesagt, ne, also das Hölzerne und das Gehemmte und das Intellektuelle und so. Das ist ja auch schon eine faszinierende Figur. So. Das muss man ja schon sagen. Und dann eben aber auch dieses Kammerspiel, das kann man schon so nennen. Also so dieses Zwiespel zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Männern auch. Ne? Also am Ende tanzen die Tango zusammen. Und das sind schon wirklich tolle, echte Lichtblicke, so, wo Ratzinger dann auch gezwungenermaßen auftaut. So, ne? Also so in diesem Verhältnis. So. Und dann stehen die da im Innenhof und tanzen und der Schweizer Garde und den Leibwächtern und den rutscht alles aus dem Gesicht. Das können, weil die davon total überrascht sind. Und man sieht eben auch eine Entwicklung, denn innerhalb dieser 2-3 Tage, die Bergoglio dann da ist, die im Vatikan ist, reift in ihm eben auch sowas wie eine Akzeptanz. Also am Anfang will er überhaupt nicht und dann merkst du, wie das auch aufweicht und wie er auch die Chance sieht, dass jemand wie er, eine Persönlichkeit wie er dieses Amt hat, das mit Leben gefüllt und geöffnet werden kann und eine lebendige Kirche wird, also raus aus der Erstarrung. Also das ist zumindest das Narrativ, was dahinter steckt. Ne? Und aber diese Männerfreundschaft, am Ende sitzen die dann zusammen auf einer Couch und essen Erdnussflips und Ratzinger trinkt Fanta und die gucken sich dann das Weltmeisterschaftsspiel Argentinien. Aber in so geistliche Kleidung. Ja, beide in weißer Klamotte. Auch nah. So, genau, sitzen sie auf dem weißen Sofa und gucken sich das Spiel an. Also das klingt halt so, als da dann auch komische Momente hätte dann tatsächlich. Ja, oder ist das, also ich kann mir das nur sehr unterschiedlich vorstellen, dass immer der Fokus eher so eine Institution mit so starren Dogmen hätte ja auch immer was, kann ihn ja immer als Komödie vertellen oder als sehr, vielleicht auch als groteske Komödie und aber auch als sehr ernsthaftes Charakterdrama oder so. Aber er hätte so beide sehen. Ja, es ist auch immer wieder total lustig, ne? Also das speist sich eben daraus, dass die beiden so unterschiedlich sind. Ne? Also so und dass Bergoglio dann Ratzinger immer wieder mit unter den Arm klemmt und dann in die unglaublichsten Situationen bringt. Ne? Also wie gesagt, Fußballspielen, so Ratzinger interessiert sich überhaupt nicht für Fußball. Am Ende sitzen sie da und er jubelt mit. So. Und er wird immer wieder in Situationen reingeschleppt, in denen die er überhaupt nicht zu passen scheint. Und daraus speist sich schon auch erstmal eine Spannung, aber auch ein unglaublicher Witz, weil die beiden Schauspieler das so wirklich ausfüllen und gut darstellen können. Kann man sich gut angucken. Das klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ja, also ich habe nicht erwartet, dass ein Film über das Thema tatsächlich so interessant klingt. Ja, doch, also so, es ist, aber wie sich ja jetzt eben rausstellt, ist das eben, also dieser freundschaftliche Kontakt, der da so dargestellt wird und dieses Reinbuxieren meines meines reformfreudigen Nachfolgers, weil ich es nicht kann, als Opfer der Kirche gebracht, weil ich die Notwendigkeit sehe. Das ist doch schon alles ganz schön schwer überhöht. Ist nicht so, dass das nur wirklich so wenig ist. Das ist nicht sehr realitätsverliebt, glaube ich, kann man sagen. Aber es ist eine hübsche Geschichte über eine Altmännerfreundschaft. Ja, aber auch interessant, dass denn über lebende Figuren zu morgen noch. Also die tatsächlich noch an Leben sind. So. Das ist halt wirklich ganz interessant, ja. Anderen Ohlen Mann, den wir immer an N
gestanden haben, ist ja Klaus Groth. Ja. Der hat jetzt zumindest, also mit Fritz Reuter, nicht so eine enge Männerfreundschaft. Wäre aber vielleicht auch mal ein ganz interessantes Filmthema. Aber der hat sich ja gar nicht... Kann es sicher ausdenken. Hat sich gar nicht droben eigentlich. Ne? Gibt ja so ein Hörspiel über das Thema, der sich droben hat, aber wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber das steht ja immer ein N. Ja. Von daher würde ich sagen, hoch oder platt, dröch oder natt, Bär oder Wien, groff oder fien, aber echt muddert sie. Tschüss. Tschüss.